Jo, Spionagesoftware ist heute mein Thema. Bestimmt schon mal was von gehört, oder seid ihr sogar selber aktiv dabei? Wenn nicht, dann geht es euch wie den meisten Menschen. Jeder denkt, genau wie bei den Einbrecherbanden, der Kelch wird schon an mir vorüberziehen. Das ist die Taktik, Kopf in den Sand stecken. Da kann ich nur sagen, sehr riskante Einstellung. Tut euch nur selber mal den Gefallen und gebt bei Google das Wort Spionagesoftware ein, dann wird es euch schwindelig, was da alles samt, selbsterklärende Videos zu alles auf dem Markt ist. Da ist auch keine Programmiersprache mehr nötig, jeder Idiot kann sich da bedienen und Unheil mit stiften. Wer alles genau dahinter steckt, viele, am meisten haben die Antivirenprogramme verkaufen was davon. So wie der Glase, der nichts zu tun hat, in der Umgebung die Fenster einschmeißen lässt. Man hat auch tatsächlich eine Moskauer Firma mal erwischt, die Antivirenprogramme verkauften, aber in Wirklichkeit die PCs ihrer Kunden mit Viren verseuchten. Also immer schön aufpassen da draußen. Da man derzeit zu den Guten gehört, zeige ich euch mal, was man mit kombinierten Schadsoftware heute alles so anstellen kann. 3 kombinierte Programme habe ich, die teils sehr teuer waren. Darum ist mir auch nicht daran gelegen, alles zu verraten. Es ist wie bei den Pharmaunternehmen, hat man eine seltene Krankheit, kümmert sich keine Sau darum. Haben es viele lohnt sich was gegen die Krankheit zu unternehmen, will sagen, wie man damals bei Sony die Kunden geräubert hat, hat man alle Schlupflöcher ganz schnell zugemacht. Also verzeiht mir, dass ich euch keine Anleitung gebe, sondern nur den Weg zeige, was alles möglich ist. Ihr habt sicher schon gemerkt, dass YouTube und Google ständig an den Kommentaren am Rumbasteln sind. Dabei haben sie noch nicht gemerkt, dass sie ein Tor geöffnet haben. Man kann über die Kommentare zu der echten Adresse des Schreibers kommen, und das geht so. Ich nehme mal den GTA. Hier, der hat seinen Kanal sowieso nur, damit der andere ärgern kann, klicke ihn im Kontextmenü an. Will sagen, anstatt mit der linken Maustaste nehme ich die rechte, klicke dann auf meine Software, die spioniert dann, das Ergebnis lese ich in meinen Editor. Allerdings kann dieses Zahlenkauderwelsch nur ein Programmierer lesen, ich also nicht. Dafür ist mein zweites Programm da, brauche nur die 6T-Zeile zu kopieren und es ins Programm einfügen. Jetzt erfahre ich über meinen Editor, den Provider und die IP-Adresse des Kommentarschreibers, mache sie mit blau mal sichtbar, kopiere noch die letzte Zeile vom Original Kauderwelsch. Da ich den Provider, ohne die, nicht kenne, gebe ich es bei Google ein. Heraus kommt eine Firma, die im Rheinland sitzt. Nun muss ich mich bei der Firma anmelden. Anders geht es leider nicht. Bin ich dann angemeldet, gehe ich in die Einstellungen rein. Mit meiner dritten Software, die sehr teuer war, komme ich in allen Provider rein. Kann da zwar nichts verändern, aber ablesen, was mir in unserem Fall ja genügt. Ich gehe also in die Einstellungen herein und über die Textkodierung gebe ich dann die kopierte Zeile von meinem Originalcode ein und die IP-Adresse, die ich ermittelt habe. Über den Umweg der Textkodierung kommt man mit meinem Programm, was Konnektion Vodka heißt, mit den richtigen Codes und IP-Adressen an allen Provider-Adressen ran. Denn jeder, der im Internet ist, hat einen Provider, der ihn eine Rechnung zustellt. Also in unserem Fall versteckt sich hinter dem Kanal GTA die echte Adresse und Name Ernst Braun, Kurt Schumacherstraße 2, in 40.789 Monheim. Da guckst du aber jetzt ernst. War ernst.